Ja, grüß euch beieinander und einen Sackreskurden. Jetzt Kasperl. Leute. Jetzt hier wirklich diese Episode, in der einfach alles im Gleis war, bisher die gehaltvollste Episode, wo tatsächlich einfach ein Dialog zwischen dem Bärchen und Reini besteht, wo Infos gedroppt werden, die natürlich zum großen Teil gelogen sind, aber immerhin, ne? Er erzählt keine Storys über irgendwelche alten Säcke oder Goblins oder dergleichen, keine Saunaabenteuer, keine Geschichten aus dem Paulanergarten oder auch aus dem Paulaner Schullandheim. Und das ist Gucci. Allerdings, es wird jetzt wieder anzüglich, ne? Wir haben beim letzten Mal, wer sich erinnert, dabei aufgehört, dass Reini in den Raum geworfen hat, dass der Etzeler Frankengamer ja mit ihm hier, Frankengamer und seine Frau wollten mit ihm hier einen Dreier haben. Also der Frankengamer wollte das. Alles klar. Ne? Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Weil es ja dann niemand anders gibt. Okay. Shanta des Tages schenken wir uns heute. Ich bin super gestresst zurzeit. Ich habe keinerlei Zeit für nichts. Ne? Ich muss mehr arbeiten, weil ich nächste Woche einen Arzttermin habe und keine Urlaubstermine mehr. Und das ist ein Nicht-Krankschreibe-Arzttermin, wenn ihr versteht, was ich meine. Und genau. Dementsprechend mehr arbeiten, weniger Freizeit, aber ich setze mich trotzdem gerne für euch hier hin und reacte diesen Schmutz. Ich könnte jetzt auch sagen, ich warte mit der ganzen Scheiße bis Dezember, weil der Dezember ist hier der Kaching-Money-Monat auf YouTube. Und die Geschichte hat in den letzten Monaten wirklich, also in den letzten 1,5 Jahren wirklich am meisten Klicks gefarmt. Aber wir machen das jetzt, weil jetzt ist es aktuell und ihr wollt euer Met frisch und nicht alt und gammelig. Richtig. Genau. Standard des Tages schenken wir uns. Dementsprechend wurden alle Disclaimer disclaimed. Und dann bleibt mir immer mehr zu sagen, außer hockt euch her. Sagen wir mehr. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging einer in Frankengamer, ne? Hier ein Ding. Diesen hier, ne? Und er wollte sich auch eigentlich mal, ursprünglich hat er sich mit mir unterhalten, weil er ja mit mir und seiner Frau einen Dreier wollte. Okay. Ja, wie gesagt, das halte ich für geradeaus gelogen. Das halte ich für geradeaus gelogen, was ich so mitgekriegt habe, durch ne, Aussagen vom Frankengamer und dergleichen. Der hat auch ein Interview gegeben, wenn mich alles täuscht. Und es gab ja mannigfaltige Informationen über den Mann dann, als rausgekommen ist, dass Reini damals bei ihm war und nicht bei Marion. Und wie das alles abgelaufen ist, also aus seiner Sicht. Ich glaube auch nicht alles, was der gesagt hat, aber ich glaube ihm, dass seine Frau den Reini ungefähr so gern hatte wie Herpes und mit Sicherheit keinerlei Interesse gehabt hätte, hier auf eine Ménage à trois mit unserem ne? Butterberg. Okay. Das ist ja das Geilste. So hat das Ganze ja auch angefangen. Der wollte mit mir und seiner Frau einen Dreier, hat er mal erzählt. Okay. Das waren die ersten Gespräche, die wir hatten. Habe ich leider keine Aufzeichnungen mehr davon. Hätte ich haben. Ja, leider Gottes, er hat keine Aufzeichnungen mehr davon. Kann er jetzt leider nicht beweisen, gell? Ist Quelle Trust Me, Bro. Vom vertrauenswürdigen Lügenlord von nebenan. Hätte ich auch mal aufheben müssen. Das wäre bestimmt geil gewesen für seine Frau. Weil die anscheinend gar kein Interesse daran hatte. Jedenfalls, da haben wir auch ein paar Bilder gekriegt, wo sie im Pool saß. Ich glaube, die hat sogar noch die Bilder. Okay. Die war irgendwie so im Pool bei seinem besten Freund und ihrer besten Freundin irgendwie, die sind irgendwie zusammen, die zwei. Und bei denen waren die irgendwie in einem Pool und da hat er mir Bilder von ihren Bikini und so geschickt. Weiß ich nicht, ob er Bilder im Bikini, vielleicht hat er auch einfach nur, ne, die waren ja tatsächlich kurzzeitig befreundet anscheinend. Die haben sich ja kennengelernt, weil der Frankengamer hier beim Paketzusteller gearbeitet hat, der ihm die erbettelten Amazon-Backel von der Bettelliste zugestellt hat. Und ja,
kann sein, dass die am Anfang vielleicht tatsächlich irgendwie befreundet waren oder der ihm Freundschaft vorgespielt hat, um Reichweite zu haben mit ihm oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da kann es ja schon mal passieren, dass man sich dann Fotos schickt. Ne? Ich habe einen Kumpel von mir neulich auch, als ich im Urlaub war und der in unsere Stammtisch-WhatsApp-Gruppe reingeschrieben hat, ob heute was geht, ob heute irgendjemand am Stissel ist, habe ich auch einfach als Antwort ein Foto von mir aus dem Pool geschickt und habe gesagt, nee, sorry, bin beschäftigt, ne? Dass ein Foto von ihm, vielleicht auch mit seiner Mulle im Pool, ist kein Beweis dafür, dass er mit dir einen Dreier haben wollte, Rainer. Mitnichten. Was ich dazu sagen muss, die alte war echt hässlich. Oder ist echt hässlich. Okay. Nee, ist ernsthaft so. Ich bin echt keiner, der über andere Menschen herzieht, schon gleich gar nicht übers Gewicht oder sonst was. Ja, nee, überhaupt nicht. Na, kennen wir ja. Rainer zieht ja nie über einen Menschen her. Und auf Äußerlichkeiten geht überhaupt nicht. Ne? Wir haben ihn, was hat er die Leute genannt? Fette Sau, Brillenschlange, Pizzafresse, lauter solche Sachen hat er rausgemeddelt, irgendwelchen Leuten gegenüber. Der ist immer gleich Vollgas auf irgendwelche Äußerlichkeiten gegangen. Und auf Mutter. Gottlos auf Mutter und auf irgendwelche Äußerlichkeiten. Das hat Rainer gemacht. Aber dann weinen, wenn sich irgendjemand in seinem Chat Rudi aus Buddeln genannt hat. Ne? So respektlos meinem Vater. Halt dein Maul. Ja? Einfach ein dummes Maul. Rainer würde er nie sich über die Äußerlichkeiten von irgendwelchen Leuten lustig machen. Ne? Weil er ja selber, sagen wir mal, diesbezüglich in der Lotterie jetzt nicht sonderlich gewonnen hat. Das ist ja doppelt scheiße bei ihm, weil erstens genetisch war es schon schwierig und er hatte auch nichts dafür getan, irgendwie das Beste aus sich rauszuholen, rein optisch, ne? Sondern schön hier die 300-Kilo-Staffel anstreben. Ich glaube, Rainer wollte irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ihr die alten Videos kennt, wo er wirklich sein maximales Kampfgewicht hatte, ich glaube, da hat er easy 250 gehabt. Wo er da oft in diesem gelben Tor-Shirt rumgelaufen ist, wie er 1,84 Meter großes, 250 Kilo Gigal, ich glaube, der wollte sein Ziel war eine neue Krankheit, ne? Diabetes Type 2 war schon nicht mehr angesagt. Der wollte Diabetes Type 3, ne? Und wollte der Erste sein, der so harten Diabetes hat, dass man eine extrige Krankheit danach benennt, ne? Morbus Winkler. Aber, ja, klar, über die Frau vom Frankengamer, da kann man jetzt vom Leder ziehen. Oh ja, das war eine greisige Alte war, gell? Du widerst mich an, Rainer. Du widerst mich an. Und wer im Schlachthaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen. Weil ich selber auch so aussehe, aber die Alte ist echt potthässlich. Ich glaube, die hat Zellulose an den Oberbeinen, wenn du weißt, was das ist. Die hat Zellulose an den Oberbeinen. Also erstmal sind es Oberschenkel, ne? Und zweitens ist Zellulose das, woraus Papier gemacht ist. Ne? Hat die Hosen aus Papier oder keine Ahnung, die Zellulose. Du meinst Zellulite, du Dulli. Ne? Und das ist ganz normal. Ganz viele Menschen haben das. Weil das ganz normales Ding ist. Und jemanden dafür shamen ist halt wirklich erbärmlich. Und by the way, hast du dir deine Beine mal angeschaut? Ich habe Fotos von deinen Beinen gesehen. Der guten alten Obdachlosenstaffel, wo er am Zarenstein gesessen ist. Holla die Waldfee. Da ist ja die Suppe in Strömen rausgelaufen, aus den Löchern, die er in seinen knallroten, geschwollenen Haxen gehabt hat. Die Füße so fett, dass er nicht einmal mehr in die Schuhe reingekommen ist. Der hat seine Turnschuhe wie so Schlappen angezogen und hinten den hinteren Teil mit der Ferse so runtergedrückt. Weil die Füße so voll mit Wasser waren, dass er da nicht mehr reingekommen ist. Und dieser Mann will jetzt eine Frau shamen dafür, dass sie Zellulite hat. Ganz großes Kino, Rainer. Bist ja ganz toller Mensch. Und ich weiß auch nicht, ob es dir klar ist, aber sehr, sehr viele Frauen haben Probleme mit Zellulite und sind da sehr empfindlich, was das angeht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eins von diesen Bärchen ebenfalls dieses Problem hat und da vielleicht nicht so geil drauf reagiert, wenn du da drüber shamest,
Aber das ist wieder dasselbe wie, die scheiß Arbeitslosen Hater stehen hier beliebigen Wochentag und beliebige Uhrzeit hier einfügen vor meiner Tür und bauen die Scheiße, haben die nichts Besseres zu tun, die sind so erbärmlich. Vollkommen zu ignorieren, dass er währenddessen alle seine aktuellen Zuschauer im Streamer ebenfalls genauso beleidigt. Weil die ja auch nichts Besseres zu tun haben an Wochentag und Uhrzeit hier einfügen, als in seinem Streamen herumzuhängen. Und dementsprechend laut seiner Logik ja genauso asozial und arbeitslos sein müssten wie die Edzardler Hater. Also an den Oberschenkeln hatte Zellulose, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Dazu geht die ständig ins, weißt du, die haben vorne und hinten haben die keine Kohle gehabt, trotz der Kohle, die ich denen in den Arsch geblasen habe. Also wir haben schon richtig Kohle gehabt anscheinend. Ich nehme an, dass die wahrscheinlich auch beide arbeiten gegangen sind. Also von ihm wissen wir es ja, dass er arbeiten gegangen ist. Und sie wird wahrscheinlich auch arbeiten gegangen sein. Im Gegensatz zu, ich weiß nicht, dir, Rainer. Und dann haben sie dich noch mit durchgefüttert und haben dafür natürlich auch ein paar Euro genommen. Und die sollen ihnen auch vergönnt sein. Und wenn du so deppert bist, ihm einen 100er zu geben, damit er dir 4 Subway-Sandwiches, Entschuldigung, 4 Subway-Sandwiches kauft, dann ist halt genau einer daran schuld, und zwar du. Aber sie musste zweimal die Woche ins Solarium gehen. Okay. Und die hat so eine Ja, Solarium halte ich aber auch für bescheuert. Ne? Zum einen, das mag jetzt jeder halten, wie er will, der Haupthype um Solarium ist rum. Das war in den 80er, 90er Jahren, wo sie alle rumgelaufen sind wie Brathähnchen. Aber es ist halt teuer, es ist eine Zeit- und Geldverschwendung. Es sieht nicht gut aus und es erhöht das Hautkrebsrisiko enorm. Also, es hat keinerlei Benefits, aber hey, wenn die da Bock drauf hat und wenn die sagt, Digga, ich gehe arbeiten, damit ich mir so einen Solariumsbesuch einmal in der Woche leisten kann, dann ist das ihr Bier. Das geht dich einen Scheißdreck an, Rainer. Ohne Scheiß. Ich habe mir manchmal gedacht, ne? Alter, hast du mal ein Buttermesser? Ich würde mir gerne ein bisschen was von deiner Butter abschmieren, Alter. Du siehst aus, als wärst du ins Butterfass gefahren. Was? Die hat so eine ungesunde Hautfarbe gehabt. Kein Rainer, jemand, der regelmäßig ins Solarium geht, wenn der so aussieht wie das Stück Butter, was du zu Hause im Kühlschrank hattest, dann stimmt mit deinem Butter was nicht und nicht mit dieser Person. Ja? Wenn dein Stück Butter im Kühlschrank braun ist, dann würde ich es auch nimmer essen. Aber ich glaube, der Rainer weiß überhaupt nimmer, wie nicht vergammelte Lebensmittel aussehen. Weil er nichts anderes gefressen hat. Das Tiefkühlgelumpe und frische Lebensmittel sind praktisch ja nicht eingekauft worden. Und wenn, dann sind sie halt vergammelt. Das Alibi-Gemüse, das er ab und zu mal für seine Kochvideos, die keine Kochvideos sind, nach Hause getan hat. Scheiß. Okay. Die hat so unendlich ungesund ausgesehen mit ihrer Hautfarbe. Aber sie musste alle. Rainer, weil du gesund ausschaust, oder? Hast du mal in den Spiegel geschaut in den letzten 10 Jahren? Ah, was? In den letzten 13 Jahren? In den Spiegel geschaut. In deiner Anfangs-YouTube-Zeit, da war es vielleicht dick. Aber ansonsten, ne, schön auch nicht, aber nicht sonderlich sonst ungesund ausgeschaut. Aber ich glaube, du solltest dich einmal wirklich komplett einmal anschauen. Das ist besorgniserregend. Und ich wette was, die Frau wird, auch wenn sie regelmäßig ins Solarium Edzardler geht, länger leben als du. Alle 2-3 Tage oder einmal die Woche, zweimal die Woche, teilweise, ganz unterschiedlich, manchmal einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche, musste die ins Solarium gehen. Wenn die mal eine Woche nicht im Solarium war, wurde die leidlich. Okay. Also, nee, das geht mir bis heute nicht in den Kopf. Das ist ja aber auch nicht gesund, oder? Natürlich ist das nicht gesund. Deswegen Ja, aber es geht dich einen Scheißdreck an, Rainer. Es geht dich einen Scheißdreck an. Diese Menschen haben dir Obdach gegeben, wo du ansonsten hättest auf der Straße pennen müssen. Diese Menschen haben dich in ihre Wohnung aufgenommen für Monate und mit durchgefüttert. Und er hat dein persönliches Taxiunternehmen gespielt und hat dich zu deinen Terminen gefahren und hat dir deine scheiß Subway-Sandwiches geholt und dieses und jenes, ist zur Tanke gefahren und hat dir deinen scheiß Energy gekauft. Und hast jetzt nichts Besseres zu tun, als drüber herzuziehen, boah, das war eine kreisliche Alte, oh, Alter, die würde nicht aber mit einem Schwanz ficken.
kotzt mich an, ganz ehrlich. Du bist das absolut Letzte. Du bist so ein widerlicher Abbraunmensch, ich kann es dir gar nicht sagen. Die hatte die ja so eine gewisse Hautfarbe. Ja, die war nicht braun, die war gelb. Also nicht gelb, sondern ja. Die war irgendwas zwischen gelb und braun. Ja. Zwischen gelb und braun nennt man orange. Vielleicht hat die auch so Selbstbräuner benutzt, also Donald Trump-Style oder sowas. Aber auch das, wenn sie das will und er findet das geil und ihm stört's nicht so, dann ist es deren Privatsache etc. Du legst doch immer so viel Wert auf Privatsache. Ganz ungesund. Kann mir so nicht, mal abgesehen davon, dass ich sowieso nicht verstehe, warum die Leute ins Solarium gehen. Ja. Weißt du, was ich am geilsten finde? Was? Die Leute, die ins Solarium gehen und dann ein Bikini anhaben, wenn sie ins Solarium gehen. Weil ich mir dann denke, Alter, ihr geht ins Solarium, damit ihr braun werdet. Und dann habt ihr Bikini-Streifen. Ja, super. Wenn ihr alleine unter einer Glühlampe liegt, damit ihr braun werdet, könnt ihr euch doch auch nackt darunter legen. Zumal diese Studios dafür gedacht sind, dass ihr nicht... Ja, ich glaube, die wenigsten Leute ziehen sich ein Bikini an, wenn sie ins Solarium gehen, Rainer. Rainer, ich glaube, das sind wieder die Sachen, die du aus Filmen kennst. Wo irgendwie in amerikanischen Filmen vielleicht irgendjemand ins Solarium geht und ein Bikini anhat. Aber die haben auch beim Bimsen immer Unterwäsche an, falls dir das aufgefallen ist in so Hollywood-Filmen. Das liegt einfach daran, dass du ja eine andere Altersfreigabe reinmachen musst, wenn man da auch nur den Ansatz eines Nippels sieht. Oder wenn man erkennt, dass die Person nackt ist. Ich glaube, in der Realität gehen kaum Leute mit Bikini ins Solarium, ja, weil das dumm wäre. Da nackt drunter legst. Ja. Die werden ja extra so gemacht. Du bekommst ja extra einen eigenen Raum, in den du dich reinlegen kannst, wo du reingehen kannst, in den du dich reinlegen kannst. Ja. Das wird ja so gemacht, das ist ja Absicht. Ach, das ist manche Leute. Ja, ich weiß auch nicht. Da geht das ja. Er hat jetzt irgendein Ding, um sich drüber aufzuregen, einfach erfunden. Irgendwas, was es gar nicht gibt. Leute, die im Bikini ins Solarium gehen. Dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja. Und das Geilste, wie ich halt schon sagte, ne? Ich bin jemand, ich helfe anderen, auch wenn sie mich tausendmal in die Pfanne hauen, helfe ich. Nein, du hilfst nicht anderen, wenn sie tausendmal in die Pfanne hauen. Rainer, du hilfst anderen Leuten, wenn du glaubst, dass du davon einen Vorteil hast. Und Rainer, du hast dem Franken-Gamer auch nicht aus Nächstenliebe und weil es so ein guter Kumpel ist, die Reparatur von seiner Karre bezahlt, sondern weil der für dich das private Chauffeursunternehmen gespielt hat. Das war der Punkt. Und du hast ihm auch nicht irgendwie ganze andere Scheiße gezahlt, weil du so ein guter Mensch bist und weil du denkst, Mai, ich hab sie jetzt gerade und die brauchen es dringend, sondern weil die bei sich aufgenommen haben und du ansonsten draußen auf der Straße hättest pennen müssen. Und du hast ihm auch die Kohle nicht gegeben, weil du so ein netter Mensch bist, sondern weil er losgefahren ist, um dir Subway-Sandwiches zu holen. Und die Sachen, die du dann noch da liegen hattest, wo du geschrieben hast, ja, keine Ahnung, ist mir scheißegal, was du damit machst, schmeiß weg, verkaufst, verbrennst, mir wurscht. Das hast du auch nicht gesagt, weil du gesagt hast, boah, der kann es vielleicht brauchen, das Geld, wenn er das verkauft. Sondern weil du zu faul warst, da nochmal hinzufahren und die Scheiße abzuholen. Den Leuten immer noch oft. Aber für den Bildschirm, der war noch was wert, den hast gebraucht noch, ne? Wahrscheinlich ist der Kleiner gerade verreckt und da hast du deinen bärtigen Zuhälter nochmal losgeschickt, damit der dann nochmal vorstellig wird und dem den Bildschirm abnimmt. Wahrscheinlich mit der ein oder anderen Androhung von Gewalt. Kann ich mir vorstellen bei so jemandem. Der hat ja auch schon, ja, der war ja dann auch, ist er noch im Knast oder war er im Knast, weil er irgendwelchen Kuchenkindern im McDonald's versucht hat, beziehungsweise ja, durch Androhung körperlicher Gewalt die Ausweise abgenommen hat. Lange Zeit. Ja. Ich habe das mit dem Typen auch lange Zeit gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und habe es trotzdem ignoriert, habe mir gedacht, naja, das kann eigentlich nicht sein und so. Habe mir da immer was eingeredet und so weiter, habe trotzdem die Anzeigen komplett ignoriert, weil ich mir gedacht habe, so guter Kumpel und alles. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, die Leute im Internet ziehen über mich her, weil ich ein Hurensohn bin, weil ich ein Arschloch bin, weil ich ein Drecksack. Ja, ist richtig, Rainer, das hast jetzt du gesagt, aber ich will dir dazu erstmal nicht widersprechen. Ja, das ist schon so. Da draußen laufen Mörder frei rum, da draußen laufen Kinderschänder und Vergewaltiger. Ah, der klassische Whataboutism. Das ist der klassische Whataboutism. Das ist ja wirklich wieder großartig. Das hatten wir in dem Katja Krasowitsche Video auch schon.
Ja, warum geht jetzt die Polizei auf mich, der ich die verleumdet habe und irgendwie mit 100 km/h hackstracks durch die Innenstadt gebrettert bin? Es gibt doch viel schlimmere Leute da draußen. Ich hasse es, wenn die Leute das tun. Wenn es wirklich eine Lappalie ist. Wie gesagt, wenn es wirklich eine Lappalie ist, aber es ist halt keine Lappalie. Was du gemacht hast, beziehungsweise was dir stellenweise auch vorgeworfen wird, das sind halt keine Lappalien. Das sind gefährliche Körperverletzungen und unangebrachtes Verhalten gegenüber einer Dreijährigen, die dir vorgeworfen wurde. Für Ersteres bist du vor Gericht gelandet, für Zweiteres leider nicht, Entschuldigung. Da draußen laufen Menschen rum, die echte, realistische und verurteilte Straftäter sind. Ja. Und die Leute machen sich über mich lustig, weil ich ein bisschen dumm bin. Nein, Rainer, weil diese Leute sich nicht ins Internet stellen und sagen, ich will nur mein Leben leben und ich habe Meinungsfreiheit und das ganz zu Recht, dass ich den umgebracht habe. Ne? Dieser komische Spasti, der dabei bei Leroy mal war, der kriegt auch sein Fett, dieser PDF-File-Dude, der dauernd sich irgendwo in die Öffentlichkeit stellt und erzählt, warum, ne, dass er PDF-File ist und wie das so ist und der das auch immer versucht zu rechtfertigen. Im Übrigen mit einer ganz ähnlichen Sprache wie du, das ist schon sehr komisch. Der hat eine sehr ähnliche Wortwahl zu dir. Ganz ehrlich, wenn man sich die Interviews mit diesem Typen anschaut, schaut er mal, ich glaube, Kaiser hat vor kurzem erst wieder ein Video drüber gemacht, über den Dude. Ja? Geht einfach hier, Kaiser, Video, PDF-File oder so, es ist kein Monat alt. Schaut euch das an, dieser Widerling. Und wie viele Sätze der gebracht hat, wo man gedacht hat, die hat Rainer fast O-Ton genauso gesagt. Weil ich angeblich Psychofantasien habe. Ich sag dir, warum die Leute sich über... Na, angeblich, Rainer? Angeblich? Du hast angeblich Psychofantasien? Hör dir die Scheiße nochmal an, die du da über deine Goblin-Stories verzapft hast. Und dann sag mir nochmal, ob das angeblich hier tatsächlich angemessen war in dem Satz. Oder liest dir deine Prima Noctis-Geschichte nochmal durch. Ich bin mir sicher, du hast sie noch irgendwo auf deinem Rechner. Oder auf irgendeiner Festplatte. Angeblich Psychofantasien, Rainer. Oh, ich würde am liebsten die ganze Menschheit umbringen, hat er gesagt. An seinem 30. Edzardler Geburtstag. Das ist keine Psychofantasie. Oder in diesem Video hat er gesagt, hier, diese Nummer mit dem alten Sack. Auch keine Psychofantasien. Der alte Sack, der ihn da zwingt zu, ne? Halt doch da. Über mich lustig machen. Warum? Die Leute machen sich über mich lustig, weil sie mich für einen Menschen halten, der geistig zurückgeblieben ist, was ich nicht bin. Doch, Rainer, du bist ziemlich geistig zurückgeblieben. Jemand, der nicht geistig zurückgeblieben ist, hätte irgendwann in den letzten 13, 14 Jahren mal gecheckt, dass er hart auf dem Holzweg ist. Und wäre dann irgendwann einmal so drauf gekommen, vielleicht bin ich das Problem und hätte sein Verhalten geändert. Weil ich ein Mensch sein soll, den sie psychisch fertig machen wollen, weil sie glauben, dass sie psychisch stärker sind als ich, was sie nicht sind. Was sie nach. Ja, doch, Reini, die meisten Leute sind psychisch stärker als du. Wie gesagt, schau dir den Stream von deinem 30. Geburtstag nochmal an. Jemand, der psychisch normal und gefestigt ist, der rastet nicht so dermaßen im Livestream aus, beziehungsweise macht den Livestream aus, spätestens wenn er merkt, dass er gerade einen Nervenzusammenbruch kriegt. Jemand, der sagt, ja, ich gehe jetzt richtig rein in diesen Nervenzusammenbruch und lass die Kamera an, damit die ganze Welt sieht, der ist natürlich nicht ganz sauber im Kopf, oder? Nachweisbar nicht sind. Und das checken die nach 15 Jahren immer noch nicht. Und die glauben, dass ich jemand bin, der psychisch instabil ist. Wirkt mir nicht so. Jemand, er ist überhaupt nicht psychisch instabil. Ne? Der Mann hat mit Äxten auf Menschen geworfen, die ihm einen Rollator vorbeigebracht haben und ein paar Dosen Energy.
Die Menschen haben ihm einen Rollator und ein paar Dosen Energy hingestellt und haben gesagt, hier Rainer, wir wollen mit dir reden, Rainer macht Fanmanagement. Und er hat mit der Axt nach dem geworfen. Das ist natürlich etwas, was ein psychisch gesunder Mensch sofort machen würde. Aber nachdem, ja, die haben mich als psychisch instabil abgestempelt und wenn du dir mal anschaust, wen die sonst... Rainer, du hast von deiner Dachterrasse mit dem Bogen auf Menschen geschossen. Mit dem Bogen auf Menschen geschossen. Rainer, dass du nicht wegen Totschlag im Knast sitzt, war reines Glück. Da hat das Winkler-Glück einfach wieder zugeschlagen. Es hat eine Mischung aus Glück und deiner eigenen Unfähigkeit. Du hast schon oft versucht, Menschen wirklich potenziell tödliche Verletzungen zuzufügen. Und dass es dazu nicht gekommen ist, lag einfach nur an deiner Hageldommheit. Auch der Richter bei der Berufungsverhandlung in Nürnberg hätte das nicht mehr rechtfertigen können, dir eine Bewährungsstrafe zu geben. Und der wollte dir eine Bewährungsstrafe geben, weil er sich den Schuh nicht anziehen wollte mit dir. Auch der hätte das nicht mehr rechtfertigen können, alkoholisierter Zeuge hin oder her, wenn du mit dem Bogen zum Beispiel jemanden getroffen hättest. Oder mit der Axt. Dann wärst du ins Kittchen gegangen, Rainer. Zum Internet mobben. Und wen die teilweise wirklich das sind realistische Sachen, ne? Das ist nicht irgendwie so aus der Luft gegriffen. Wenn du dir anschaust, welche Menschen, die in den Selbstmord treiben. Ja, die Leute wollen dich nur in den Niemand will Rainer in den Selbstmord treiben. Ja, keine Ahnung, wenn die ganze Haterschaft nimmst, sind da vielleicht 1, 2 Leute drin, die ein ungefähr so starkes Empathiegefühl haben wie er, die ihn tatsächlich in den Selbstmord treiben wollen. Aber die sind halt auch kein Stück besser wie er. Die allermeisten Leute, die ich kennengelernt habe im Game und die allermeisten Leute, die ich gesehen habe, sogar die Leute, die schwierig waren. Na, wenn wir jetzt hier bei so einem, wie hat der Ehreninspektor oder sowas schauen, sogar die Leute, die selber Abschaum sind, sogar die wollten den nicht in den Selbstmord treiben. Niemand wollte dich in den Selbstmord treiben. Die Leute haben sich erstmal über dich lustig gemacht und als sie gemerkt haben, du fängst an zu tanzen, wenn man sich über dich lustig macht, dann haben sie halt weitergemacht. Und als du dann angefangen hast, komplett zu eskalieren und dich wie die Axt im Walde zu verhalten, dann ist die Kritik mit dazu gekommen. Die ist immer lauter geworden, immer lauter und immer lauter. Und du hast einfach immer versucht, dagegen zu brüllen. Aber ich sag dir, was los ist. Du kannst so laut brüllen, wie du willst. Es gibt tausende von Leuten, die einfach nur dagegen reden, die nicht brüllen. Ich brülle manchmal auch, aber wir überstimmen dich, Rainer. Und es ist, wie ich schon so oft gesagt habe, ne? Wenn du 3, 4 Leute hast, die dich nicht mögen, dann ist das ganz normal. Wenn es 30, 40.000 sind, dann bist du das Problem, Rainer. Welche Menschen, die in die Psychiatrie verfrachten. Welche Menschen, die in irgendwelche Wahnvorstellungen und in irgendwelche Wahnideen hineinschubsen. Also in die Psychiatrie hättest du eh schon mal gehört. Da wäre es, glaube ich, gut aufgehoben gewesen. Und in die Wahnvorstellungen musste dich überhaupt niemand treiben, Rainer. Die Wahnvorstellungen, die hattest du von vornherein. Du hattest die Wahnvorstellung, dass du dich hinsetzen kannst und du bist jetzt der Mettler unter den Let's Player und du wirst jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre so groß wie Gronkh und wirst Millionär und dann kommen die Frauen und die Barne fliegen beim Fenster rein und du baust die Schanze auf zur Art Playboy-Villa und dann gibt es den ganzen Tag Koks und Nutten. Mit deinem Background und mit deiner geistigen Kapazität hast du gedacht, das ist der Weg, so wird es passieren. Und als das dann nicht passiert ist, bist du nicht auf die Idee gekommen, ja, vielleicht bin ich hageldumm und vielleicht nicht dafür gemacht, Internetstar zu werden, sondern dann waren die anderen wieder schuld. Ja, die Polizei macht ihren Job nicht, die Hater gönnen dir nichts, die Politik macht ihren Job nicht, also die Hater sind böse zu dir, vollkommen grundlos und alle anderen machen ihren Job nicht, weil sie nicht in Horden kommen und dir einen Schutzwall vor der Schanze aufbauen und den dann jeden Tag bemannen. Anstatt zu sagen, okay, vielleicht bin ich ein bisschen dumm
und vielleicht habe ich mir das ein bisschen zu einfach vorgestellt mit dem Internet-Fame und mit dem YouTube und mit den Let's Plays und dem ganzen Scheiß und vielleicht sollt ihr doch wieder irgendwie zum Plaster-Jakob gehen. Oder ich glaube, der Plaster-Jakob hat dann irgendwann dicht gemacht, aber ne, oder zur Zeitarbeitsfirma gehen. Ja. Und dann legen sie sich mit mir an. Und der einzige Grund, warum es bei mir so ein riesiges Ausmaß an Hater gemacht hat, ist, weil ich keiner bin, der psychisch instabil ist. Ich verweise weiterhin auf den 30. Geburtstag, Rainer. Nicht nur auf den. Es gibt unzählige Beispiele. BLM-Staffel. Ne? Das schaut euch nochmal an. Schaut euch alle Videos an, die es noch gibt zu der BLM-Staffel. Und dann sagt mir, ob der psychisch stabil war während dieser Zeit. Ne? Eine Sekunde, es gibt gerade wieder Eskalation. Ich glaube, Mietskalation wäre das bessere Wort gewesen. Ja, also zwei von unseren Katzen, meine ältere Dame und einer von den jüngeren Mietzis, die sind nicht so die größten Fans voneinander und der Kleine ist halt, der hat so langes Fell und der hat dann gerade auf dem Kratzbaum gelegen und die Ohren wirklich, als sie da hoch wollte, irgendwie so krass angelegt, dass dass die komplett in seinem Pelz verschwunden sind, weil er so langes Fell hat. Sah todesniedlich aus, so Flauschball des Todes mit Bienen im Mund und so weiter. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Egal. Er wird es uns gleich sagen. Weil ich jemand bin, der geistig gesund ist. Achso, ja. Oh, ja. Ich weiß, ich mache oft auch so References irgendwie zu irgendwie popkulturellen Dingen. Ja. Aber wenn wer von euch Game of Thrones gesehen hat und diese Szene, wo der Psycho-Dude, wie heißt er? Joffrey Baratheon, brüllt, I am the king, und der Tywin Lannister sagt, a man who has to say I am the king is no real king. Ich glaube, das ist ich bin aber wirklich geistig gesund, trifft das genauso zu. Also, glaub mir doch, ich bin vollkommen geistig gesund. Weil ich jemand bin, der sich gegen solche Menschen wehrt. Das Problem daran ist nur, dass unsere Gesellschaft und gerade auch die Gesetzlage Selbstjustiz verurteilt, Rainer. Weil dass wir Selbstjustiz verhindern, ist ein sehr wichtiger Stützpfeiler unserer Demokratie. Ja, unser Rechtssystem ist ein sehr wichtiger Stützpfeiler unserer Demokratie. Dass über solche Dinge Leute entscheiden, die erstens Jura studiert haben und zweitens so neutral wie auch irgendwie möglich an diese Sachen herangehen. Dass wir eben die Konflikte nicht mehr so lösen, wie wir sie früher gelöst haben, sodass irgendeiner, ja, wenn zwei Leute ein Problem miteinander haben, die sich aufs Maul hauen und der hier Trial by Combat, der hier stärker war und hat dann halt gewonnen und hat dann Recht bekommen. Scheißegal, ob er wirklich Recht hatte oder nicht. Eine Selbstjustiz zu verurteilen ist höchstgradig demokratisch. Und dass du es nicht checkst, dass es nicht deine Aufgabe ist, da rauszugehen und die Leute irgendwie mit Bogen zu beschießen, mit Äxten zu bewerfen, Taschenlampen auf die Rübe zu hauen, Tassen nach denen zu werfen oder sonst versuchen, die zu überfahren, ihre Autoscheiben einzuschlagen, mit Steinen auf ihre Autos zu werfen, etc., 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 etc. Und dass, wenn du es Pfefferspray nicht zu vergessen einzusetzen gegen Leute, die einfach nur friedlich auf der Straße stehen, dass du nicht checkst, dass das ein Problem ist in unserem Staat, und so vollkommen zu Recht, und dann auch bestraft und geahndet wird, das sagt mehr über dich aus als alles andere. Jemanden, der sich dafür wehrt, nicht berücksichtigt, sondern es gibt für sich wehren, gibt es den berühmten Notwehrparagraphen. Ja?
Den Notwehrparagraphen, der ist auch sehr wichtig. Denn natürlich gibt es immer mal Situationen, wo man nicht darauf warten kann, dass die Polizei kommt oder dass das irgendwie Gerichte regeln oder sonst irgendwas, wo man wirklich handeln muss, um sich zu verteidigen. Und dafür gibt es hier den StGB, ich habe ihn mir gerade in einem separaten Fenster nochmal aufgerufen, ja? Strafgesetzbuch Paragraph Nummer 32 Notwehr. Ja? Der sagt unter Punkt 1, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Und unter Punkt 2 sagt er Notwehr, ja, weil das erste gibt erstmal vor, so ist es, und danach kommt die Definition, was ist denn eigentlich Notwehr? Und das kommt in Punkt 2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. So. Und draußen, es tut mir fürchterlich leid, Reini, draußen vor der Schanze zu stehen, dir einen Rollator hinzustellen und fragen, ob du Fanmanagement machst und ob sie vielleicht ein Poster mit der Unterschrift kriegen und dir vielleicht noch ein paar Gläser Rotkohl und ein paar Dosen Energy hinzustellen, ist kein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff, Rainer. Das ist kein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff und das ist auch die ganze andere Scheiße war immer ein Zaun dazwischen. Ja? Und du hättest dich auch aus der Situation easy zurückziehen können jedes Mal. Du wolltest da, du bist da proaktiv rausgegangen und hast die Leute angegriffen. Mit Pflastersteinen, Äxten, Pfefferspray, Taschenlampen, Bogen, etc., etc., etc. Und wenn du da proaktiv rausgehst und einen Angriff startest auf die Leute, dann ist es halt nicht mehr Notwehr, weil es keinen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwehren gilt, sondern dann ist es Körperverletzung. Und das hat das Gericht auch jedes Mal gesagt. Die Gesetzeslage ist so, wenn eine Person aus der Norm fällt, und das bin in dem Fall eben ich, ja, dann kommt er unter die Räder. Punkt. Das ist Paragraph 1 StGB. Wenn du aus der Norm fällst, kommst du unter die Räder. Ne? Das unter Punkt 1, unter Punkt 2 gilt nur für Rainer Winkler. Das ist es, das ist das Problem. Die Justiz macht einfach ihren Job nicht. Ja? Das sind alles Hater, die mobben ihn. Die wollen ihm einfach sein Recht nicht zusprechen. Dass er einfach jetzt rausgehen kann und wild wichsend irgendwelchen Leuten die Schnauze einschlagen oder mit dem Bogen beschießen, ja? Ohne Konsequenzen befürchten zu dürfen. Leute auf der Straße schön mit Pfefferspray einnebeln. Ohne Konsequenzen befürchten zu dürfen. Und wenn sie ihm das nicht gestatten, sind es alles Hater. Ja. Der Witz ist, dass was die ganzen Politiker und die ganzen Psychologen und diese ganzen Gerichte und Polizisten und so über die letzten 15 Jahre falsch gemacht haben, ist. Ja, Rainer, diese Leute sind alle klüger als du. Ja, die haben stellenweise studiert und stellenweise richtige, echte Schulabschlüsse gemacht und Berufe gelernt und dergleichen. Die haben alle mehr auf dem Kasten als du. Das heißt, wenn die das Maul aufmachen und wenn die dir sagen, hier Reini, so und so ist es, dann hast du das auch, dann kannst du das gut und gerne glauben. Weil die nämlich nicht hageldumm sind. Dass sie als sie mich ignoriert haben, als ich geschrien habe, als ich gekämpft habe, als ich um mich geschlagen habe. Ja, Rainer, du hast geschrien, du hast immer Wölfe, Wölfe hast du immer geschrien. Du bist der Junge, der immer Wölfe gerufen hat. Um selbst zu überleben. Ja, ich hab Angst um mein Leben, etc. gehabt. Die Story, die wandelt sich auch jedes Mal wieder, ne? Auf der einen Seite ist er der große Drache, der golden leuchtet und die Leute mit einem Roundhouse-Kick killt und irgendwie gegen 50 Hater auf der Straße wie ein Berserker hingeht, damit sie alle weglaufen, wie die Feiglinge, die sie sind. Und auf der anderen Seite hat er wieder Angst um sein Leben. Rainer, was ist es davon? Beides geht nicht. Das widerspricht sich, Reini. Entweder bist du der hier Super Saiyajin, der die Leute irgendwie wegkickt, wie er nur lustig ist, dann hast du auch keine Angst um dein Leben. Und Reini, wie gesagt, lies dir die Geschichte mit dem Jungen, der immer Wölfe ruft, nochmal durch. Das ist nämlich auf dein Beispiel perfekt anzuwenden. Du hast, wenn du wirklich, es gab ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist brenzlig geworden. Ne? Wo sie eine Riesenbombe ausgeschmaßt haben und der halbe Hof gebrannt hat danach. Das ist was, da rufst du die Bullen. Ja, da rufst du die Bullen.
Wenn die Leute versuchen, wirklich in dein Haus einzubrechen, du bleibst drin, du provozierst sie nicht, du machst nicht deine an, und die trotzdem versuchen, irgendwie bei dir einzusteigen, dann die Bullen anrufen, die versuchen hier gerade einzubrechen. Bitte kommt und helft mir. Aber wenn du rausgehst und die mit Scheiße bewirfst und mit Pfefferspray eindieselst und diese ganze Scheiße weiter provozierst, die Eskalation weiter anfeuerst, dann bist du derjenige, Rainer. Dann bist du derjenige und dann hast du auch nicht die Bullen anzurufen. Und wenn die einfach nur da draußen stehen und ihr Bierchen trinken und ein Foto vom Haus machen und vielleicht mal ihr fragen, ob der Herr Winkler vielleicht Fanmanagement machen würde und ihnen ein Poster verkaufen mit einem Autogramm drauf, dann hast du die auch nicht anzugreifen. Dann ist das, und da hast du auch nicht die Bullen anzurufen. Ne? Weil das alles nicht strafbar ist. Du kannst das einfach ignorieren, die gehen dann. Sind die hergegangen und haben das alles ignoriert und am Ende kam dabei heraus, dass die ganzen Typen, die die Straftaten begangen haben, viele, viele 100.000 Menschen unter die Räder kommen haben lassen. Aber für die Politik und für die Wirtschaft und für die ganzen Menschen sind es Kollateralschäden. Okay. Es sind Tausende von Menschen zu Schaden gekommen, angefangen bei den ganzen... Keiner, es sind nicht Tausende von Menschen zu Schaden gekommen. Es sind nicht Tausende von Menschen zu Schaden gekommen. Rainer, du bist tatsächlich in manchen Fällen zu Schaden gekommen. Ne? In einigen wenigen Fällen hättest du recht gehabt, so mit der Nummer. Und ansonsten, ja, das Dorf ist ein bisschen zu Schaden gekommen mit den ganzen Schmierereien und Graffitis und Aufkleber, die überall verteilt wurden, was ich auch nicht gutiere. Ne? Hier das Dorf zu verschandeln, nur weil der Depp hier da gewohnt hat. Weiß ich nicht, warum er das macht. Aber zum größten Teil, Reini, geht es um dich. Und die anderen kommen zu Schaden. Ja, wenn du irgendwann um 2 Uhr in der Nacht umeinander brüllst, wie nicht ganz gescheit, und dann am nächsten Tag sagst, ja, die Hater haben mir wieder Radau gemacht, die ganzen Nachbarn, was denken denn die ganzen Nachbarn leiden darunter, ne? Vollkommener Bullshit. Lebensmittellieferanten, die haben mir, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte von Lebensmitteln pro Tag geschickt. Ja, Reini, aber dann, ich sag's dir, wie es ist. Ja, hier so ein Gino und sowas hier im Übrigen. Ne? Prost beieinander, reißt der Gehäube auf. Gino und so, hier vom Roten Herzen, die ganzen Leute. Wenn die dir wirklich noch ohne Vorkasse irgendwas geschickt haben, dann sind sie halt ab einem gewissen Punkt auch selber schuld. Ich hätte halt dann einfach gesagt, ja, an Rainer Winkler wird einfach keine Bestellung mehr aufgenommen. Es sei denn, es gibt Vorkasse. Und wenn das gewesen wäre, dann wäre es ja okay gewesen. Oder wärst ja du der Nutznießer gewesen. Kriegst ja Pizza für lau. Klar, da irgendwie anzurufen und Pizza hinzubestellen, die dann später keiner zahlt und sie wegschmeißen müssen, ist asozial. Aber wenn mir das einmal oder maximal zweimal passiert ist, dass hier Pizza zu Rainer Winkler bestellt wurde, die dann der Rainer Winkler gar nicht bestellt hat und die ich dann wieder mitgenommen und weggeschmissen habe, dann nehme ich halt keine Bestellungen zu Rainer Winkler, Altschauerberg 8, 91448 Emskirchen mehr an. Fertig, Bums aus Nikolaus. Die haben mir Lieferdienste nach Hause geschickt, damals, wie ich zu Hause gelebt habe. Okay. Lieferdienste für, lass mich kurz überlegen, teilweise 180 € pro Lieferung. Okay. Pro Lieferung, 180 Krass. €. Und die haben natürlich nie ihre Kohle gesehen. 1050 €, Rainer. 1050 € haben sie Lieferungen gemacht. Ja. Na, die haben für die 180 € haben die nie ihr Geld gesehen. So, die mussten die Leute, die das zustellen, bezahlen, die mussten die Lebensmittel bezahlen und die mussten die Leute, die das herstellen, bezahlen. Ja. So, dann kommen die ganzen Hotels. Unzählige Hotels haben finanzielle Einbußen gehabt, teilweise, weil die Hater bei denen angefangen haben, negative Rezensionen zu schreiben. Okay. Weil die da angerufen haben. Ja, genau, da negative Rezessionen schreiben. Ich habe aber auch sehr viel positive Rezessionen gesehen. Also es hat viele Leute gegeben, die dann irgendwie 5-Sterne-Reviews gemacht haben. Das ist alles toll, das Ambiente ist so gut. Ne, man kann auch hier Oger in freier Wildbahn betrachten oder sowas, ne? Was die Leute dann auch relativ nicht interessiert. Das geht ja dann als positive Bewertung rein. Weiß nicht, Rainer. Klar, da anzurufen und irgendwie den Notstand auszurufen,
damit da Einsatzkräfte hinfahren, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei etc., ist natürlich eine Arschlochaktion. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und den grundlos irgendwie 1-Sterne Reviews dazulassen, nur weil er da untergekommen ist, halt auch Arsch. Aber ganz viele haben auch wirklich 5 Sterne gegeben, die gelobt und gelobt und gelobt und halt ein paar Insider reingeschmissen. Weil die da Telefonterror gemacht haben, weil die dafür gesorgt haben, dass Leute da auschecken oder gar nicht erst einchecken, weil die dafür gesorgt haben, dass teilweise dann ihre Telefone tagelang oder sogar, wenn es ganz beschissen gelaufen ist, wochenlang. Ja, jetzt tu nicht so, als wärst du hier dieses, wie hat das geheißen? Das West Inn in Leipzig nach der Gil Oferheim-Geschichte. Die haben gelitten. Die haben gelitten. Die hatten Wochen, Monate Probleme, Jahre Probleme mit der Scheiße. Bei dir war es so, in dem Moment, in dem sie dich wieder rausgeschmissen haben, war der Cars bissen. Nicht telefonisch erreichbar war. Wie gesagt, das soll nicht gutheißen, dass da irgendjemand anruft und die Bullen hinschickt oder sonst irgendwas. Weil die halt teilweise wirklich nicht auf diese Telefone, die hat da reserviert. Ja, und irgendjemand hat dann einen Krapfen noch gefressen, ja, den du vergessen hast. Ja, wahrscheinlich haben sie ihn einfach weggeschmissen, Rainer. Die haben dich gesehen und haben sie gedacht, der hat den schon mal in der Hand gehabt, den esse ich lieber doch nicht. Für alle Zimmer in ihrem Hotel, die dann natürlich als belegt angegeben waren, aber es natürlich nicht waren und auch nicht geblieben und auch nicht geworden sind. Also die wurden einen Tag oder 2 oder 3 Tage wurden die Hotelzimmer immer wieder belegt, aber es kam niemand, der die gekauft hat. Also niemand, der die gezahlt hat. Die wurden nur reserviert und dadurch, dass die reserviert wurden, konnte natürlich niemand an der Rezeption, wenn einer einchecken wollte, denen das Zimmer geben, weil es ja vermeintlich vergeben war. Okay. Ja. Krass. Ja, weiß ich nicht, wie oft das passiert sein soll. Meistens ist es ja so, du bist irgendwo eingecheckt, dann hat der Frankengamer irgendwem gesagt, wo du bist. Und dann hat das die Runde gemacht über Telegram und dann haben ein paar Leute angerufen, dann haben sie dich rausgeschmissen und dann war der Cars bissen, Rainer. Fertig. Die wollten einfach nicht, dass du dir von den mühsam erbettelten TikTok-Barren hier den Lenz machst. Fertig. Das war's. Als ob die dann da irgendwie das halbe Hotel irgendwie gebucht hätten, damit da keiner mehr einchecken kann. Du musst ja auch zumindest ein bisschen was Vorkasse leisten meistens. Also, weiß ich nicht. Und das sind Tausende von Euro, die da teilweise die Hotels an Schaden genommen haben, wenn das reicht. Ja, gerade wenn es in einer Zeit war, in der Hotelzimmer 300 Euro gekostet hat. Und diese Zeit gab es. Ja. Da haben die teilweise... Rainer, wenn du zu der Zeit, wo du auf der Straße unterwegs warst und jeden Tag wieder auf Diggity Doggity die Barne erbetteln musstest für die nächste Nacht im Hotel, wenn du dann in einem 300-Euro-Hotel gepennt hast, dann bist du ein Vollidiot. Weil es sicher irgendwo Hotels gegeben hätte, die einen Bruchteil davon gekostet hätten, die unter 3-stellig waren pro Nacht. Mit Sicherheit. Aber das wollte er ja nicht. Der Rainer wollte ja im 4-Sterne-Hotel nächtigen. Alles andere wäre unter seinem Stande gewesen. Also pro Zimmer 300 Euro für die Nacht und das haben die halt nicht ein Zimmer, sondern haben die halt irgendwie 100 Zimmer oder was im Hotel gehabt. Ja, stell dir das mal vor, wenn die, sagen wir mal, von 100 Zimmern im Hotel irgendwie bloß 10 belegt haben und der Rest von dem Hotel da alles komplett belegt ist, obwohl die überhaupt... Ja klar, da hat irgendein Hater hat dann da 90 Zimmer auf einmal reserviert, alle auf Rainer Winkler. Und das Hotel hat sich gedacht, Moment, also die haben sich nicht gedacht, Moment, da stimmt irgendwas nicht, das prüfen wir mal nach und machen wir erst einmal nicht, sondern die haben sich gedacht, ja geil, Jackpot, 90 Mal Rainer Winkler, geil. Ach, halt doch dein Maul, Rainer. Da ist doch wieder so eine höchstgradig hanebüchene Räuberpistole, die uns da gerade verzapfst. belegt sind. Ja. Es sind Tausende oder sogar Zehntausende von Euro, von denen wir da sprechen. Ja. Und das ist alles im 3-stelligen Bereich, Reini. Ganze verläuft sich da über noch viel, viel mehr. Da kamen Leute, die Straftaten begangen haben, die Polizei über 100.000 Mal belästigt haben, die dafür gesorgt haben. Ja. Rainer, derjenige, der die Polizei stellenweise 20 Mal am Tag angerufen hat, der warst mal wieder du. Und das hatten wir heute schon mal. Wegen jedem möglichen Bullshit einfach. Da sind Leute draußen gestanden, die haben überhaupt nichts gemacht.
Man hat es auf deiner eigenen scheiß Kamera gesehen. 2 Leute stehen da draußen, rufst bei den Bullen an. Ja, hier ist schon wieder Winkler, hier ist schon wieder Scheiße bauen. Hier sind schon wieder 10 Leute vor der Tür. Ja, hat langsam Angst um mein Leben. Die reißen mir die Bude ab. Die fackeln mir die Bude ab. Dies, das, Ananas. Alles Bullshit, alles gelogen, Rainer. Dass Feuerwehreinsätze waren, Polizeieinsätze waren, Krankenwageneinsätze waren, die ja teilweise... Rainer, die Polizei und gerade der Feuerwehreinsatz und so. Der Typ, der den veranstaltet hat, Base God, der ist dafür dafür und für andere Sachen zu Recht in den Knast gegangen. Und das ist bei dir zu Hause genau einmal passiert. Das ist genau einmal, das ist immer noch einmal zu viel, muss man auch sagen, aber das ist genau einmal bei dir zu Hause passiert. Das auch alle zwischen 10.000 und 15.000 Euro kosten, wenn es ganz blöd läuft. Ja. Und das wurde alles dann bezahlt. Aber stattdessen, dass der Staat einmal versucht, gegen diese Leute vorzugehen, gegen diese ganze Bubble vorzugehen, haben sie versucht, mich irgendwie loszuwerden. Was ja, das ist ja auch deutlich sinnvoller. Wenn ich einen wilden Mob habe, der provoziert wird von irgendeinem Vollidioten, der da immer wieder Öl ins Feuer gießt und die Leute aufstachelt, Scheiße zu bauen. Und dieser wilde Mob besteht aus zigtausenden Menschen. Dann ist es doch für mich einfacher, aus dieser Gleichung den einen Deppen zu nehmen, der die immer wieder provoziert und immer wieder Öl ins Feuer gießt, als die ganzen anderen zigtausend Leute zu behelligen. Vor allem die dann stellenweise, der Großteil davon wirklich kaum was gemacht hat und die Einzelnen, ne? Und es wird ja nicht weniger. Provozierst ja weiter, es sind ja immer wieder neue Leute auch ins Game gespielt worden. Rainer, wenn man dich aus der Gleichung rausnimmt, fällt die ganze Sache zusammen. Wenn sie sich damals in den scheiß Knast gesteckt hätten, dann wäre vorbei gewesen. Von heute auf morgen. Aber dafür hat der Richter die Eier nicht gehabt. Da haben wir eine Ausrede gesucht, dich dann doch wieder auf Bewährung freizulassen. Und der komische hier, Pfeffi-Mongo ist genau recht gekommen. Es auch geschafft haben, aber nicht, weil sie das schaffen wollten oder weil sie da schlauer waren oder so, sondern weil ich gesagt habe, okay, ich gehe. Ja, scheiße. Wir merken ja, wie du gegangen bist, Rainer. Ich reagiere ja nicht fast 2 Jahre nachdem du gegangen bist auf irgendwelche Discord-Leaks von dir. Du hast sie ja praktisch komplett unsichtbar gemacht im Internet. Du bist ja nur noch passiver Konsument von allem. Du hast ja nicht in den letzten 1,5 Jahren, ich glaube, 3 Blogs geschrieben mit irgendwelchen hanebüchenden Bullshit-Stories, mit deiner Kommune, mit deinem Universum, mit ganzen Scheiß. Du hast ja nicht schon wieder versucht, Kontakt zu Leuten übers Internet aufzunehmen und mit deinem Promi-Status zu flexen, um vielleicht irgendwie ein Wurstfach klar zu machen. Hast du ja nicht gemacht, deswegen sitze ich ja nicht hier und kommentiere diese Scheiße. Da hast du ja komplett zurückgezogen, du Dulli, oder? Ja, da waren viele Geschichten im Laufe der letzten 15 Jahre. Aber ich bin am Ende ja immer der Böse gewesen. Egal wo. Nein, du bist schon vorher der Böse gewesen. Wieder zu sagen, der Böse ist wieder, das ist wieder Reini-Denken. Reini denkt wieder in Anime-Kategorien. Da gibt es den Helden und den Bösewicht und fertig. Rainer, du bist das Problem. Wenn wir die Kausalkette weit genug zurückgehen, bist am Anfang einer jeden Kette, immer wenn irgendwas passiert ist, immer du derjenige gewesen. Es warst immer du derjenige. Wo ich hingekommen bin, ich war der Böse. Ich war der Scheiße gebaut hat. Ich bin der Grund gewesen, dass die Hotels belegt waren. Ich war der Grund für die Tausenden von Bestellungen. Ja, richtig. Du warst der Grund, Rainer. Du warst immer der Grund. Rainer, du hast es einfach nicht drauf gehabt, die scheiß Kausalkette bis zum Ende durchzugehen. Am Ende stehst immer du. Du hast immer 2, 3 Schritte vorher abgebrochen. Da haben die Hater Scheiße gebaut. Punkt. Vollkommen grundlos. Bestes Beispiel die Nummer mit diesem Verteilerkasten damals. Ja, da sind Leute hergekommen und haben versucht, dir dein DSL zu kappen. Ja, sie haben dieses DSL-Kabel gehabt, um dein Internet wegzukriegen. Und du hättest es dabei belassen können. Hättest dir denken können, ha, hast du das falsche Kabel durchgeschnitten, Gott sei Dank, ich habe weiter Internet, ich mache einfach weiter, ich erwähne das gar nicht.
Was du gemacht hast, war einen Rant des Todes aus der Hölle mit Bienen im Mund ins Internet zu pimmeln, indem du dich über die Leute lustig gemacht hast und dreckig gelacht hast. Ah, die sind so blöd. Ah, die können gar nichts. Ah, wenn ihr mir das Internet kappen wollt, dann müsst ihr in den Verteilerkasten gehen, weil ich habe ja unterirdisch hier die Glasfaser drin. Ah, ihr kriegt das niemals hin. Ah. Dass das Ding dann umgemettelt wurde, da gebe ich dir die Hauptverantwortung dafür. Wenn du einfach dein dummes Maul gehalten hättest, nicht darauf eingegangen wärst, wäre gar nichts passiert. Ich war der Grund dafür, dass der Bürgermeister plötzlich ein Kind erwartet hat, weil sein bester Freund seine Frau geschwängert hat. Keine Ahnung. Was? Das war Aus dem Arsch gezogen, Rainer. Ihr hattet eine Bürgermeisterin, ist die Frau Winkelspecht gewesen, ne? Oder ist die noch? Keine Ahnung, ob die das noch ist, aber zu dem Zeitpunkt damals war es die Frau Winkelspecht in Erzkirchen. Ja. Aber das hätte mich nicht gewundert, wenn so ein Spruch auch noch gekommen wäre. So im Sinne von, ja, ich war nicht zu Hause, weil ich bei Ihnen vor der Tür aufpassen musste, dass da nichts passiert. Deswegen wurde meine Frau geschwängert. Dann hätte deine Frau öfter gekriegt, Alter. Okay. Ach, was weiß ich. Das sind einfach Leute, das sind Leute, die gibt's gar nicht. Ja. Ja, Leute, die gibt's gar nicht. Hey, ganz ehrlich, die Story, die er sich jetzt da wieder aus dem Arsch gezogen hat, die gibt's gar nicht. Ne? Das ist ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also es gibt da gar keine gute Reaktion drauf, glaube ich. Also. Doch, du könntest ihm seinen Scheißkopf waschen und sagen, Rainer, ich glaube, dir brennt der Hut. Was erzählst du mir hier für eine räudige, hanebüchene Räuberpistole? Das ist doch alles gelogen. Hier und sind die Nachweise, dass das gelogen ist, was du mir gerade erzählt hast. Halt einfach dein dummes Maul. Und Wurstsack gibt's schon dreimal nicht, du fetter Vollidiot. Das ist unfassbar. Da kannst du nicht drauf reagieren, das ist ja der Witz daran. Ja. Diese Menschen, vor allem diese Menschen, die halten sich halt bis heute halten die sich für die Guten. Das ist das Kranke daran. Okay. Die glauben bis heute, dass sie die sind, die das richtig gemacht haben, dass die sind. Ja, ich weiß nicht, die allermeisten Leute, die ich kennenlernen durfte, seitdem ich hier aktiv im Drachengame unterwegs bin, sind Komote-Leute gewesen. Wie gesagt, so Leute wie so Base God und sowas, den kenne ich aber auch nicht. Sei es drum. Ja. Aber die allermeisten Leute, die hier in diesem Game drin sind, sind ganz kommode Leute. Der Einzige, der derjenige ist, bist immer du. Dass die es alles richtig gemacht haben, dass die keine Scheiße gebaut haben, dass die keine Scheiße verzapft haben. Das glauben die bis heute. Und das Geile daran ist, sie sagen, dass ich in einer Wahnvorstellung lebe. Wie kann... Rainer, du lebst nicht in einer Wahnvorstellung, du lebst in einer Fantasiewelt. Ja, du lebst in einer Fantasiewelt, in der du dir denkst, in der es alles so ist, wie in deinen Animes, in der du denkst, wenn ich jetzt einfach nur weiter durchziehe, ne, irgendwann, ne, kommt dann diese kosmische Kraft, die dann alles zum Guten wendet und dann bin ich der große Held und dann kann ich hier der Gönnerhaft von oben auf die Leute runterlachen und die ganzen Mullen kommen und der Arzt kommt nochmal zurück und sagt mal, dass ich 100 Jahre alt werde und die Barne und die Brathähnchen fliegen beim Fenster rein ins offene Maul. Das ist, du lebst in einer kompletten Scheinrealität, die dein Ugerstübchen zusammengerendert hat, weil die richtige Realität zu schwer zu ertragen war. Kann das alles sein? Musst du ihnen sagen, nicht mir. Kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach. So hat sich das über 15 Jahre hinweg entwickelt. Nein, das sind auch keine 15 Jahre. Wir sind im Jahr 2025 und 2010 hast du noch keinen YouTube-Kanal gehabt. Es sind keine 15 Jahre, du übertreibst schon wieder. Ne? Ich gebe dir, sagen wir mal, was Hater angeht, ich gebe dir seit 2014, das sind 11 Jahre. Bald 12. Rund mal auf, sagen wir, es sind 12. 12 Jahre, Maximum. 15 sind es nicht. Das mag jetzt irgendwie, ne, tippfall scheißerisch klingen, aber es ist wieder, mich kotzt es einfach an, dass er alles immer übertreibt. Ne? Es sind 10, 15, 50 Hater vor der Tür, stehen zwei Hanseln da mit einem Bier. Ja? Rauchen eine Zigarette, trinken ihr Bier, rufen, Herr Winkler, wir wollen ein Poster kaufen. Sind 50 Leute, die das Haus einreißen.
Das Ganze läuft seit 15 Jahren. Ja, 2014 hat er im Februar dieses Traut euch, kommt zu mir Ding rausgemeldet. Und bis 2015 sind auch keine Besucher gekommen. Es war erst ein Jahr später. Klar, der Hate im Internet war damals schon gegeben, aber er übertreibt es halt dann auch immer. Die Sachen, wo man ihm tatsächlich dann mal einen Punkt geben kann, wo er sagt, hey, das und das ist asozial gewesen, und wo du sagst, ja, war wirklich asozial. Das Einzige, was er dann nicht übertreibt, ist hier der Basecode-Ding. Da gibt es ja auch nichts zu übertreiben. Das war ja schon asozial genug. Ne? Das SWAT-Ding. Aber bei allem anderen ist ihm immer noch nicht genug, dass er tatsächlich mal irgendwie im Recht ist, sondern muss immer übertrieben werden. Bestes Beispiel war jetzt hier diese Nummer mit den Hotels. Natürlich ist es uncool, zu den Hotels die Bullen und die Feuerwehr zu rufen. Und da Pizzen hinzuschicken und so ein Scheiß. Das ist natürlich uncool. Aber damals kann man es auch belassen. Hey, die haben da Pizzen hingeschickt, die haben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, dann bin ich rausgeflogen, das ist eine Scheißaktion. Punkt. Muss man ihm geben, ist eine Scheißaktion. Aber er geht dann gleich weiter. Ja, die haben dann das ganze Hotel ausgebucht, die haben 300.000 Euro Schulden machen müssen, das Hotel hat danach zumachen müssen, die Leute sind drogenabhängig geworden, 3 Jahre später an Crack auf der Straße gestorben. Ja, du musst nicht immer übertreiben. Nimm die Sachen, die tatsächlich scheiße sind, und sprich die an. Das ist auch das, was du mit der Scheißpolizei niemals verstanden hast. Ne? Ruf die nur an, wenn tatsächlich irgendwas passiert, was bedrohlich ist, und nicht wegen jedem Scheiß. Dann machst du dich damit glaubwürdiger. Jedes Mal irgendeine neue Räuberpistole zu erfinden und die ganze Scheiße nochmal auszumalen, 3-mal größer als es ursprünglich war, das bringt dich nicht weiter. Das führt dazu, dass dir irgendwann keiner mehr glaubt, weil du dauernd lügst. Aber so ist die Menschheit. Wie gesagt, alles gut. Sobald du aus der Norm fällst, fällst du unter die Räder. So ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Ist schon lange nicht mehr so. Ja, also zumindest hat sich's deutlich verbessert. Ich bin inzwischen in vielen Situationen erstaunt, dass tatsächlich auch in Bayern die Leute inzwischen so liberal geworden sind, dass ich in gewissen Geschäften Leute sehe mit Piercings im Gesicht oder sichtbaren Tattoos oder sowas, was vor 20 Jahren noch überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre. Ne? Und ich bin froh, weil die Leute nicht weniger kompetent sind, nur weil sie ein Blech im Gesicht oder Tinte unter der Haut haben. Oder gefärbte Haare oder eine wilde Frisur. Ne? Dass da nach Kompetenz eingestellt wurde. Hey, die Person hat was drauf, der geben wir den Job, scheißegal wie sie ausschaut. Und wenn die Leute damit ein Problem haben, erklären wir denen das. Ja, sagen wir, hey, klar, der sieht ein bisschen unkonventionell aus, aber der ist höchstgradig kompetent, der hat das und das vorzuweisen, und wir haben halt nach Kompetenz eingestellt und es war der beste Bewerber, den wir gehabt haben, deswegen macht er jetzt diesen Job. Und das ist eine ganz kommode Person und dergleichen. Das passiert inzwischen häufiger. Früher war das ein Ausschlusskriterium. Also halt dein Maul mit, wie gesagt, die Gesellschaft ist deutlich offener, deutlich liberaler geworden, was sowas angeht. Wenn man sich aber einfach nur wie ein riesiger Hurensohn verhält, dann muss man sich nicht wundern, warum man als Hurensohn bezeichnet oder wie ein Hurensohn behandelt wird. Ja? Fertig. Das ist unsere Gesellschaft, so funktioniert unsere Gesellschaft. Aber so sehr habe ich das noch nie gehört. Niemand. Das ist der Witz daran. Meine Geschichte ist weltweit einzigartig. Soweit. Ja, die ist nicht weltweit einzigartig. Da gab es schon so Arschlöcher wie dich, gab es in den USA schon auch. So einzigartig ist es wieder auch nicht. In Deutschland ist das einzigartig, weil tatsächlich in Deutschland niemanden haben, in ganz Deutschland ist sonst niemand so dämliches irgendwo in die Walachei geschissen worden wie du. Ich weiß, was das Ausmaß angeht. Also die Geschichte vom Mobbing im Internet ist nichts Einzigartiges. Boah, wer jetzt nochmal Mobbing sagt, du bist kein Mobbing-Opfer. Das existiert ja schon seit langem. Ja. Aber dieses Ausmaß, was meine Geschichte hat, das ist neu. Das kennen viele nicht. Das existiert bei vielen nicht. Ja, auch in Deutschland gibt es Leute hier, wie heißt der Kopnus Kalli und sowas, die haben schon auch gelitten. Ja, oder wie hieß der andere Typ? Mimon Baraka.
Sogar der hat es irgendwann gecheckt und hat sich verpisst und kein Schwein nervt den heute mehr. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht irgendwie. Habe ich noch nie gehört so. Krass. Tja, so funktioniert, wie gesagt, die Welt. Das ist eben normal. Ja, ist nun mal so. Das ist hier dieses Narzissten-Gedankengut. Kann ich nichts machen, ne? Ist halt die Welt. Liegt nicht an mir, sind immer die anderen schuld. Nicht anders zu regeln. Aber irgendwas muss der halt auf der Welt auch machen. Ja. Naja, wie gesagt, in meinem nächsten Leben läuft es besser. Ja. Das ist sehr religiöser Ansatz der ganzen Nummer. Ne? Dem widerspreche ich als Atheist sehr deutlich. Es kann sein, dass, man weiß es nicht, es kann ja sein, dass es eine weitere Ebene der Existenz nach dem Tode gibt. Aber ich will es einfach nicht darauf wetten, Digga. Ich will das erstmal sagen, okay, ich bin mir bei einem 100%ig sicher, und zwar, dass ich eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten, in diesem Leben habe, und daraus mache ich das Beste. Was dann danach ist, darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Oder eben auch nicht, wenn einfach die Lichter ausgehen. Aber zu sagen, ja, nee, hier, das ist wie so ein Speedrunner, aber sagt, ja, okay, keine Ahnung, den Run kann ich abbrechen, ne, weil ich meine PB nicht mehr erreichen kann. Schauen wir mal, vielleicht läuft es im nächsten Run besser. Ja, so läuft es im richtigen Leben nicht, Rainer. Du hast einen Run erstmal. Ne? Ob es einen zweiten gibt, wissen wir nicht. Ja, das denke ich. Das erwarte ich schon, da freue ich mich drauf. Hm. Ja, ich glaube das wirklich. Ja, ist ja alles gut. Nein, natürlich glaubst du es wirklich. Immer, es bleibt dir auch nichts anderes. Ich habe gerade gekauft, dass ich keine Werbung habe. Jetzt habe ich jetzt die Werbung. Hä? Egal. Wo hast du Werbung? Er hat gekauft, dass er keine Werbung hat. Wahrscheinlich bei Amazon Prime. Rainer, wenn du immer noch Prime hast und gekauft hast, dass du keine Werbung hast, obwohl du keine 2 Euro hast, um sie aneinander zu reiben, um sie Nachwuchs zeugen zu lassen, dann würde ich es mir gewaltig stecken, nochmal 3 Euro extra im Monat zu bezahlen, dass du keine Werbung siehst. Egal ob bei Prime oder Netflix oder sonst irgendwo. Beim Spiel. Okay. Ich habe mir Achso, beim Spiel. einen Werbeblocker gekauft, aber irgendwie, es gibt ja so Spiele, da kannst du den Werbeblocker kaufen. Aber irgendwie wird jetzt die Werbung angezeigt, keine Ahnung. Okay. Ach man, du wirst ins Bett wollen, oder? Ja. Also ich will dich nicht loswerden, aber Ich muss halt morgen um 9 in der Uni sein. das dachte ich mir schon. Ja. Arme Kleine. Wieso? Ja, wenn du morgen um 9 aufstehen musst oder um 9 in der Uni sein musst, dann musst du schon früh aufstehen. Ja, ich werde es überleben. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, die meisten Leute wären cool damit, um 8 aufstehen zu müssen. Um dann, oder je nachdem, wie nah sie an der Uni wohnt, vielleicht erst um 8:30. Ich muss früher aufstehen. Ja, wenn du ins Bett gehen willst, dann sagst du das einfach, weil nicht, dass ich dich jetzt hier wach halte oder so. Ich meine, ich kann es allein schätzen, wie lange du dafür brauchst. Du, ich habe die letzte Woche generell immer übelst überzogen und bin zu spät ins Bett gegangen. Ich bin immer eigentlich jetzt müde gewesen. Na, dann solltest du vielleicht einfach früher schlafen gehen. Ja, vielleicht hast du da recht. Wenn das okay für dich ist? Nö, ist es nicht. Aber es ist besser, als wenn es dir schlecht geht, oder? Ja, denke ich. Na dann. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Und ja, wir hören uns die Tage, denke ich. Ja, danke. Schlaf auch gut. Würde mich freuen, wenn wir morgen telefonieren, aber das ist ja deine Sache. Ich denke, ich werde Zeit haben morgen, ja. Alles klar. Dann hoffe ich auf morgen. Bis dahin. Freue mich. Jo, ich mich auch. Ciao. Ciao. Ich hätte damit gerechnet, dass hier am Ende nochmal irgendeine Anspielung kommt, aber ne? Haben wir irgendwie auch mal zugute erhalten, dass das nicht passiert ist. Aber wir sind jetzt auch, glaube ich, ja, 1 Stunde 8 Minuten. Das ist ja super Zeit. Ihr habt die letzten Male ein bisschen kürzere Videos gekriegt. Jetzt kriegt ihr wieder ein bisschen längeres. Ja, so gleicht sich ja alles im Leben wieder aus. Und dementsprechend sage ich, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.